Italien wird in aller Welt für seine in vielen Bereichen herausragenden Produkte geschätzt. Einer der wichtigsten Bereiche ist sicher die Weingastronomie, die auf einer außerordentlichen Tradition aufbaut und zweifelsohne durch das bevorzugte Klima Italiens mitten im Herzen des Mittelmeers begünstigt wird. Vom Meer ist auch Venedig umgeben, einzigartige Lagunenstadt und Nahtstelle des italienischen Nordostens, deren glanzvolle Geschichte sich zwischen dem Meer und ihrem lebendigen Hinterland entwickelt hat. Durch ihre magische Stimmung, Kunst, Architektur und Kultur übt Venedig seit Jahrhunderten weltweit einen unwiderstehlichen Reiz aus. Um die Stadt herum öffnen sich fächerförmig fruchtbare Ebenen und grüne Hügel, die einen Rahmen zu den östlichen Alpen bilden. In diesen stark voneinander abweichenden Gebieten haben der Weinanbau und die Weinkultur schon immer ihren höchsten Ausdruck gefunden und zur Entstehung von ebenso unterschiedlichen, doch stets herausragenden Produkten geführt. Es ist kein Zufall, dass die erste italienische Weinschule 1876 im italienischen Nordosten in Conegliano Veneto gegründet wurde und noch heute ein wichtiger Bezugspunkt für die italienische Önologie ist. Die Weinschule verfügt neben Versuchslabors auch über wissenschaftliche und technische Labors, alle von ausgezeichnetem Niveau. Ein Weinkeller dient zur Herstellung und zum Verkauf von beachtlichen Weinen und Destillaten. Dank dem Einsatz und dem Weitblick vieler Dienstleister des Bereichs entsteht rund um das Produkt Wein auch eine Philosophie der Gastfreundschaft, die zu neuen Formen des Tourismus führt und durch Umwelt, Kultur und typische Gerichte beeinflusst wird, mit einer wachsenden Anzahl begeisterter Weintouristen aus jedem Winkel der Welt. Das Hügelgebiet der Treviso-Provinz ist nicht nur in ästhetischer Hinsicht außerordentlich reizvoll, sondern hat sich auch für die Verbreitung von Weinbergen mit hochwertigen weißen Trauben als ideal erwiesen. Besonders eine Rebsorte, Glera, stellt die Basis zur Herstellung eines edlen, weltweit immer mehr geschätzten Tropfens, dem Prosecco, dar, der als Still-, Perl- oder Schaumwein angeboten wird. Prosecco wird nicht nur in diesem Teil Venetiens angebaut. Der hochklassifizierte DOCG, kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung, bezieht sich jedoch auf ein bestimmtes Gebiet, das nur von Vittorio Veneto bis zu Conegliano, zu Segana und Valdobbiadene reicht.
unterschiedliche Beschaffenheit des Bodens, der überwiegend aus Lehm- und Moränenablagerungen besteht, die Aussetzung der parallel verlaufenden Hügelstreifen in Richtung Ost-West zwischen 50 und 500 Metern Höhe, das durch die Nähe und den Schutz der Berge geprägte Mikroklima mit teils starken Temperaturschwankungen sind einige der positiven, für diese Weinberge ausschlaggebenden Aspekte. Sie liegen in einem wunderschönen, doch nur schwer zu kultivierenden Landstrich. Die Weinbauern haben den Anbau jedoch stets mit Leidenschaft betrieben und jeden Abhang, sei er auch noch so unwirtlich, bezwungen. Mit dieser Grundeinstellung hat sich die Berufung zum Weinanbau mit der Zeit entwickelt und langsam durchgesetzt. Durch die Verbreitung einer immer größeren Anzahl von Betrieben, einer konstanten technologischen Aktualisierung und gezielte Marketingaktionen konnte die Qualität des Produktes Generation für Generation verbessert und die Bekanntheit und Wertschätzung verbreitet werden. Heute werden dem Prosecco aus diesem Gebiet überall in der Welt hohe Auszeichnungen zuteil und, man kann behaupten, völlig zu Recht. Auf dem Scheitel einer Anhöhe, die sich als herausragender Aussichtspunkt auf die umliegenden Hügel von Valdobbiadene anbietet, liegt der Betrieb Casalina der Familie Bortolin. Sein Name leitet sich wahrscheinlich vom großen Anwesen ab, das in der Vergangenheit einmal ein Salzlager war. Wir sind hier wirklich im Herzen des Valdobbiadene DOCG-Anbaugebiets. Von den Fenstern des Betriebs können die vom Prosecco Superiore bestockten Weinberge und die Weinstraße bewundert werden. Dank seiner Größe ist das von der Landschaft eingerahmte Herrenhaus nicht zu übersehen und stellt eine natürliche Etappe für die aus allen Teilen der Welt eintreffenden Weintouristen dar, die in dem neuen, hellen Verkostungsraum mit Blick auf Hügel und Weinreihen empfangen werden. Die Freude des Gastes ist eine Art Philosophie, die bestens den Unternehmensgeist von Casalina zum Ausdruck bringt und einer alten Familientradition der Gastfreundschaft entspricht. Innerhalb des Anwesens ist die Freude an allem zu spüren, was echt ist. Aber auch viel Wärme mit der Familie Bortolin, die seit Generationen auf ihren Weinbergen den Prosecco di Valdobbiadene produziert, ihre Gäste empfängt. Kürzlich erhielt Casalina eine weitere Anerkennung von TripAdvisor für ihren Beherbergungsbetrieb, der durch zahlreiche positive Rückmeldungen und Rezensionen seitens seiner Besucher ausgezeichnet wurde. Der Weinbetrieb Casalina übernimmt sämtliche Aspekte des Produktionszyklus selbst,
von Anbau und Pflege der Weinberge bis zur Vermarktung seiner Weine. Die namhaften Sekte Casalina werden durch eine zweite Gärung, die die Schaumbildung einleitet, gemäß der Martinotti-Methode in besonderen Druckbehältern erzeugt. Die Prüfung dieser Gärung, des Restzuckergehalts und der Hefen bestimmt die Vielfalt des Endprodukts. Die Umwandlungszeiten des Weins sind mit dieser Methode verhältnismäßig kurz und erlauben eine gewisse Produktionskontinuität. Die Sektgärung benötigt etwa einen Monat. Casalina kann so auch 40 Produktionszyklen in einem Jahr abwickeln. Der Wein wird, nachdem er stabilisiert und gefiltert wurde, direkt in Flaschen abgefüllt, ohne dass wie bei anderen Methoden eine nachfolgende Behandlung erforderlich ist. Der Weinkeller ist ein echtes technologisches Schmuckstück und garantiert die Bekömmlichkeit sowie sämtliche Qualitätsmerkmale des Produkts. Ein Casalina-Sekt schenkt Ihnen somit das Vergnügen, ein Produkt höchsten Niveaus kosten zu dürfen, das Sie, sofern Sie es im richtigen Maß trinken, vor nicht gewünschten Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Sodbrennen bewahrt. In diesem Gebiet wachsen die Glera-Weinstocke. Und von den Glera-Weinstocke wir haben der Prosecco-Wein, ein stiller Prosecco-Wein, der wir in Prosecco Frizzante oder in Prosecco Spumante transformieren. Um alle die moderne Prosecco zu machen, wir brauchen moderne Maschinen, moderne Technologie. Damals wir hatten das nicht. Damals Prosecco war nur Flaschengärung, wo der Wein auf seine Hefe getrunken wird, wie Weizenbier. Aber solange der Prosecco nur nach unserer alten Methode war nur im Gebiet bekannt. Seit wann wir unter moderne Methode benutzen, der Prosecco ist in der ganzen Welt bekannt geworden. Um die Kohlensäure im Wein zu haben, wir brauchen eine zweite Gärung. Wir können die zweite Gärung in zwei Arten machen, und zwar um ein Frizzante zu machen oder um ein Prosecco oder ein Spumante zu machen. Frizzante, um ein Frizzante zu haben, wir lassen eine zweite Gärung haben und wir anreichen der Wein mit konzentriertem Traubensaft. Um Sekt zu machen, wir anreichen der Wein mit Zucker. Der ist der erste Unterschied zwischen Frizzante und Spumante. Der zweite Unterschied ist, Frizzante darf nur eine kleine zweite Gärung haben und darf nicht mehr als 2,5 Druck haben. Spumante hat eine große zweite Gärung, er darf bis 6 Attu Druck haben. Wir lassen etwas Gas rausblasen, weil mit 6 Attu die Kohlensäure wären zu aggressiv. Aber der Unterschied ist, kleine Gärung für Frizzante, große Gärung für Spumante. Die zweite Gärung ist wie eine zweite Geburt für den Wein, interessiert die ganze Körperstruktur der Wein und zieht vom Wein seinen Charakter heraus. Dann wir benutzen die besten Weine, die mehr Charakter haben, um die Sekte zu machen. Die leichtere, einfachere, um Vino Frizzante zu machen. Das bedeutet nicht, dass Frizzante schlecht ist. Viele haben der Frizzante lieber als Spumante, weil er so süffig ist. Aber wir haben immer mehr Wert in Sekt, weil Sekt wird mit den besten Weinen gemacht. Also Frizzante ist der mehr leichte und süffige. Dann wir haben die Sekte. In die Sekte wir benutzen die verschiedenen Wörter Brut, Extra Dry, Dry. Mit diesen Wörtern wir sagen einfach, wie viel Restsüße in Wein ist. Aber der Geschmack der Wein ist immer milder, als was diese Wörter bedeuten. Das kommt von EWG-Gesetzen. Wir müssen diese Wörter nur nach der Restsüße der Wein benutzen. Aber der Geschmack der Wein kommt nicht nur vom Restsüße, aber vom Unterschied zwischen Restsüße und Säure. Mehr ein Wein reich in Säure ist, mehr herb ist der Geschmack.
weniger sind die Säure, milder ist der Geschmack. Unsere Weingarten werden von den Alpen gegen die kalten Winde geschützt, vom Nord. Wir sind südlicher als Deutschland und Frankreich. Unsere Trauben werden bei wärmeren Temperaturen reif. Die warmen Temperaturen verbrennen die Säure und so wir sagen, unser Brut ist nicht so brutal. Extra dry ist nicht so trocken, aber mitteltrocken und dry ist gar nicht trocken, ist lieblich. Wir haben noch einen großen Unterschied zwischen diese drei Waldprosecco und die andere Prosecco. Hier wir lesen auf die Etikett Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Das bedeutet, der ist der erste Wein aus diesen steilen Weinbergen. Und das ist vom Staat garantiert mit dieser besonderen Banderole. Wenn Sie nicht Valdobbiadene oder Conegliano und nicht Superiore lesen, dann Sie haben ein DOC, nicht DOCG, aber DOC. Das bedeutet, der ist oder der zweite Wein aus diesen steilen Weinbergen oder der erste Wein in die Weingarten in die Ebene. Deswegen, um das Beste zu haben, suchen Sie immer Valdobbiadene Prosecco Superiore. Wir haben noch zwei besondere Sekte Rosé. Die werden mit einer neuen Rebe gemacht. Der Name der Rebe ist Manzoni. Manzoni war ein Professor in die Conegliano Weinschule, der neue Weinstocke gemacht hat. Dieser Manzoni Moscato ist eine rote Traube. Wir separieren aber schnell den Most von den Schalen, um nicht so viele Farbe zu haben, nicht so viel Tannin, nicht so viel von den Stoffen, die ein rotes Wein schon schwer machen. Und dann wir lassen den Most direkt in Drucktank gären. Und wir haben diesen Wein in zwei verschiedene Arten, und zwar sehr süß für Nachspeisen oder sehr trocken für Schinken, für Fisch. Beide haben einen schönen Geschmack nach Himbeeren und Erdbeeren. Wir haben noch eine sehr süße Moscato, der hat nur 7 Grad Alkohol und eine große Restsüße. Die beiden passen besonders mit Nachspeisen, mit Dessert, mit Torten. Das ist also unsere Erstellung. Der innovative Geist von Casalina hat stets die Pflege und Reinheit der Umgebung berücksichtigt. Tiefer Respekt im Zeichen der Nachhaltigkeit, für die der unterirdisch in den Hügel gebaute Weinkeller, der die Schönheit der Landschaft nicht beeinträchtigt, ein Beispiel ist. Diese Einstellung zu Leben und Arbeit wird von Gregorio Bortolin und seiner Frau Neva geteilt, die den Betrieb mit den Söhnen Massimo und Michele leiten.